Herzlich willkommen zum Tischtennis Creator Cup 2024. Live und direkt aus der Straßenkickerbase in Köln. Und hier ist eure bezaubernde Moderatorin, Nova. Hallöchen, 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 Hallöchen! Startet Nova leider krank geworden. Wir senden liebe Grüße, Nova, liebe Nova. Ich sende Küsse an dich. Ja, werd schnell gesund ins Krankenbett. Aus Basel, sie nennen ihn dort den Platten-Roger. Gestern am Pedal, heute an der Kelle. Hier ist ein Totoro! Mark Eggers! Agil, flott und zackig an der Kelle. Aus Luxemburg, aber auf keinen Fall unterschätzt, hier ist Letzugo! Setz den Hoodie auf, ich lauf durch die Nacht. Also ich habe mich jetzt aufgewärmt, also das ist das erste Mal, dass ich mich jetzt aufwärme für hier. Ich spiele seit 3 Stunden. Ach was? Ja. Jetzt geht's los, das erste Spiel des Tages. Jetzt hat das Feeling, Abu Goku, ganz starker Ball. Sehr schöner Ball, parallel auch noch. Ah, okay, nee, war falsch aufgeschrieben hier. Matchball jetzt für Abu Goku. Und der ist im Aus. Und Abu Goku dreht das Spiel und gewinnt das erste Spiel. Aber es ist alles möglich. Boah, das ist doch gar nicht schlecht jetzt. Ja, man kann sagen, das war das Spiel mit den wenigsten Haaren auf dem Platz. Ja. Achtung, Achtung! Ich hab's alles easy. Und ich glaube, das sieht auch Ron Bilecki so, oder? Ey, ich nehme mich noch einmal so um das Krach. Ich habe zu deiner Technik unorthodox gesagt und einer im Chat meinte dann, sie ist einfach scheiße. Was heißt das? Was heißt das? Beide bewegen sich sehr gut. Junge. Langer Ballwechsel. Oh, schade, schade, schade. Schöner Punkt. Maelo, unser sicherster Spieler hier heute. Alter. Paule, Junge! Oha! Jetzt. Wir alle aber nur draufbolzen. Ja, das gibt Das immer ist krank, Alter. Thorsten, setz dich dazu. Wie das Headset. Wow! Das gibt es nicht! Das krank ist, er geht ja direkt nach hinten. Er geht ja direkt nach hinten. Das kannst du nicht skripten. Jeder macht einen. Adi spielt den Punkt seines Lebens und Fanbo. Hoppala! Und der ist schon Brutal, ne? richtig brutal. Ja, hier. Zack. Bruder! Das ist geisteskrank, Leute. Jo, über die Bande. Über die Bande. Hat heute noch keiner geschafft. Riesenapplaus für Fanbo. Fanbo ganz, ganz groß. Also heftig, heftig. Abu Goku gegen Letzugo ist das erste Spiel. Wenn Abu gewinnen würde, Oder spielt Hugo. er entweder gegen Maelo und Mark Eggers, was ich ein sehr interessantes Spiel finde. By the Sehr, way. sehr spannend. Paul Frege gegen Smiley und dann ich gegen Mo ist das letzte Spiel und dann Halbfinale. Und wir starten jetzt mit dem ersten Viertelfinale. Jetzt geht's wirklich los, Leute. Und jetzt haben wir hier den Matchball im ersten Viertelfinale. Abu Goku gegen Hugo. Oh. Und natürlich der schöne Aufschlag von Abu Goku. Und wir haben damit den ersten Halbfinalisten. Genau, das ist dein Halbfinalgegner, das ist der Sieger aus diesem Spiel. Und ich finde es sehr, sehr schwer zu sagen, wer hier gleich die Nase vorn hat. Die sind total nervös. Da sieht man auch, was das für eine Anspannung ist im Vergleich zu den Trainingsplatten. Da war die Vorhand. Da war die Vorhand. Das erste Mal die ersten Spiele gemacht hat. Er ist zu nervös. Aber jetzt zu aufgebracht. Ja, zu Das ist aufgebracht. der Satz für Maelo. Jetzt muss er dranbleiben, weil sonst war es das hier für ihn. Boah, da ist die Mark Eggers Vorhand. Die hat er so lange geübt. Ja, das Netz kontrollieren natürlich immer sehr, sehr wichtig. Aber jetzt 2 Punkte Vorsprung für Maelo. Jetzt muss Mark eigentlich den Punkt machen, um hier im Spiel zu bleiben. Und da ist die Vorhand. Aber Maelo verteidigt wie ein großer. Oh, Mark hat schon gejubelt. Der Mark jubelt schon. Jetzt haben wir nur noch einen. Oh. Mark ist sauer. Mark ist sauer. Konzentration. Mark ist noch im Spiel und da kommt wieder die Vorhand. Nein. Oh, da ist er leider raus. Das war's. Das war knapp.
Mensch, ey. Da kochen die Emotionen hoch. Ich kann es auch verstehen. Ja, hier sehen wir es nochmal. Das war für die letzte Aktion und hier ist er doch. Wen seht ihr hier als Favoriten? Ich glaube, Adi macht das. Und die erste Angabe von Adi Totoro. Post-Champ-Chat. Das wird auch die Schweizer Raclette-Pfanne genannt. Oh, ja, das der war... greift an. Mo ist stinksauer. Der Ball von Adi hat die Chance, greift an und nutzt die Chance. Und damit jetzt 3 Spielbälle für Adi. Da sind wir auch dann, da wird die Freundschaft kurz pausiert. Ja. Okay. Wieder mit dem Netzroller Adi. Oh, das volles so, Risiko, GG, jetzt und nutzt es auch. Das würde sonst wird's ja heißen, dass Adi keine Pause hat. Ja. Gut retourniert. Und Adi ist voll da. Guter Ballwechsel jetzt. Aber ein... Ja, das ist gut, das Strong. Wow. Aber wow, Mo ist da. Mo Mo liebt die Defense. Wow, Mo ist in der Defense. Holy shit. Was eine Defense von Mo. Damn. Aber Adi Super Punkt. greift zu. Aber die sind noch zu hoch von Mo. Die Returns sind zu hoch. Oh, jetzt. Und da kommt die zweite gelbe Karte des... Zweite gelbe Karte. Jawohl. The Veins. Ich sag mal, Adi hat natürlich auch den Puffer vom ersten Spiel. Ne, da kannst du ein bisschen selbstbewusster rangehen. Und das sind Schmetterbälle. Jetzt ist sie da, die Steph Curry aus der Schweiz. Hey, Steph Raclette. Also die Matchbälle für Adi Totoro. Und da ist er. Und der ist zu lang. Und da ist es. Und damit gewinnt Adi sein Viertelfinale. Und im zweiten Halbfinale sind wir dann Paul Frege gegen Adi Totoro. Ein Gigantenbattle, muss man ja auch sagen. Jetzt geht's nämlich richtig los. Wir haben 2 richtig gute Halbfinals und für euch, für mich, für alle ist Abu der Favorit auch jetzt gegen Maelo. Maelo spielt so gerade so ein bisschen wie so ein spanischer Sandplatz-Tennisspieler. Topspin einfach rein und es klappt. Also 7:2. Also das ist gerade ein Spiel, wo ich Abu irgendwie selber nicht wiedererkenne. Er spielt ungern gegen Leute, die kein Tischtennis spielen und Maelo spielt Tennis. Unangenehm, ich weiß. Er spielt hier Roland Garros. Ja, da ist er. Guck mal, da war die Rückhand. Oh, das sind genau diese Momente. Man muss es dann auch nochmal gehen, weil man das Gefühl hat dann, oh, krass, okay. 11:5. Bin ich ehrlich? Überrascht mich. Ja, gerade. überrascht uns alle. So bei 8:5, das fühlt sich, der Weg ist weit irgendwie. Der Weg und das ist wieder lang. Auszugleichen tatsächlich. Aber da ist doch alles drin. Im Tischtennis ist alles möglich. Ja. Kommt er zurück und der das ist braucht drauf. er. Das ist die Rückhand, die er braucht. Das sind die Bälle, die Abu jetzt braucht. Maelo verlässt sich auf seine Defense-Kunst und das macht er wunderbar. Auch den spielt er wieder hoch. Der kommt drauf. Ganz stark jetzt von Maelo und Abu kam nochmal zurück. Er muss natürlich jetzt ruhiger spielen. Risiko. Und das Und tatsächlich ist es soweit. Eine Riesenüberraschung. Maelo schlägt in 2 Sätzen Abu, den Top-Favoriten, mit 11:5 und 11:6. Und Maelo, für dich heißt es aber ins Finale. Ja, und wir schauen gleich natürlich, wer da auf dich wartet. Abu, ein paar Worte von deiner Seite noch? Ja, super, danke, dass ich hier sein darf. Bringt Spaß, Tischtennis ist eine coole Sportart. Die beiden kennen sich so gut wie kein anderer hier heute an der Platte. Sie haben oft zusammen trainiert. Sie waren die letzten Tage schon hier, haben die Nächte sich um die Ohren geschlagen an der Platte, wissen ganz genau, wie der andere spielt. Halbfinale Nummer 2, Adi Totoro gegen Paul Frege. Jetzt geht's los. Jetzt ist hier Dampf in der Straßenkicker-Base und wir sind sehr gespannt, was jetzt passieren wird. Adi gegen Paul. Und es geht mit sehr viel Druck und Power los. Und da ist schon der erste Fehler von Paul. Und das hat auch mir Adi am Anfang gesagt, der erste Punkt ist so wichtig. Der erste ist wichtig, ja. Also das schmeckt ihm auch. Das schmeckt ihm gut. Gute Defense hier von Adi. Auch den zwiebelt der rein. Geht noch rauf. Da wird gedreht, da wird geschnippelt. Was für ein Punkt, der zweite. Riesenabwehr von Adi. Viel gemerkt, also weniger Fehler ist hier schon. Ich dachte erst dran. Ich habe nur so, Diskussion. So, 8:7 ist jetzt die Entscheidung vom Schiri. Wiederholung. Paul schlägt auf. 8:7. Wir kommen langsam in die Crunch-Time des ersten Satzes. Guter Ballwechsel wieder. 8:8. Und Topstar eins aus. 2 Punkte Vorsprung, dementsprechend. Einen hat er noch. Die Chance. Siehst du? Und der ist es. Erster Satz geht an Paul Frege mit 11:9. Er muss natürlich jetzt Gas geben. Der ist auch wieder an der Kante favorisiert. Ja, da gibt es die Geste, die der Schiri nicht gesehen hätte, weil sonst hätte es eine gelbe Karte gegeben, nehme ich an. Schöne Angabe. Gute Recovery von Paul mit der Vorhand. Geiler Punkt jetzt von beiden. Ja. Mit dem Risiko, Paul.
aufs Netz. Probiert's und trifft nur die Netzkante und die Führung im zweiten Satz für Adi. Selber zweimal Aufschlag. Adi ist gerade richtig gut drin, ne? Er fühlt es gerade richtig. Auch der wieder drauf auf die Platte. Beide sehr geduldig jetzt. Nein, wer macht den ersten Risiko? Guter Punkt jetzt. Oh, Starke Defense von Adi, um in den dritten Entscheidungssatz zu gehen. Und da ist es. Wahnsinn, Aufholjagd. Ich bin hier wirklich am Schwitzen, nicht vom Spielen gerade noch, sondern echt, weil ich hier mitfieber. Oh, den zieht er drauf. Nochmal Risiko, hat nochmal die Chance. Nein, er macht ruhig. Die Jungs schenken sich gar nichts mit die dem Netz. Netzkante für Adi. 9:7, 10:7 Adi. Und der ist zu lang. Boah, Wahnsinn. Paul scheidet aus. Adi Totoro gewinnt das Halbfinale. Ich bin so am Schwitzen. Es war so ein geiles Spiel. Ich glaube, meine Defensive war tatsächlich relativ gut in diesem Spiel. Frege hat oft angegriffen, aber auch nicht ganz 100% durchgezogen. Immer so auf Sicherheit gesmashed und die konnte man dann von hinten irgendwie spielen. Aber GG. Wir bereiten uns allmählich aufs Finale vor. Maelo gegen Adi Totoro. Ja, es ist ein großes, großes Ding hier. Ich bin schon ganz aufgeregt. Ich hoffe, ihr seid es auch. Auf geht's. Jetzt geht's aber los. MVP-Abstimmung läuft noch. Aber jetzt geht's los. Creator Cup 2024, das große Finale. Zwischen Adi Totoro und Maelo. First to three, best of 5. Und dieser wichtige erste Punkt. Boah. Und er kontert. Und da ist er wieder, der wichtige erste Punkt. Es ist übrigens auch mucksmäuschenstill in der Halle. Oh, guck, und das ist seine Riesig Stärke. Und da muss er Maelo. eigentlich auf die Seite sogar gehen. Und gewinnt den Punkt sogar. Ganz starke Defense. Es macht viel aus, ne? Wenn du deinen Gegner kennst und weißt, was sind die Schwächen, was sind die Stärken. Du kannst dich darauf einstellen. Es ist auch im Chat relativ ausgeglichen. Komplett ne? ausgeglichen, ja. Oh, den hat er schön rübergezogen. Geht jetzt nur über die Rückhand. Und macht den Punkt auch. Stark von Adi. Satzball Maelo. Oh, und gewinnt den ersten Satz mit 11:9. Schöne Ballwechsel, die wir hier auch schon sehen direkt. Oh, riesen Vorhand. Stark gespielt. Best of 5. Oh, und das ist die gemeine Ecke. Und er jubelt bei so Da einem geht's gegen die Kante. Normalerweise war die Entschuldigung. Normalerweise entschuldigt man sich. Ja, so, ach du Scheiße, alles klar. Krass. Und so schnell geht's. 1:1. Die natürlich nicht gewohnt sind, stundenlang Tischtennis zu spielen. Guter Ball jetzt von Maelo. Da ist sie doch wieder die Vorhand. Da ist sie doch wieder die Vorhand. Oh. So spannend. Auch den holt er noch, Adi. Das war eiskalt. Ganz, ganz stark von Maelo. Geht volles Risiko und belohnt sich. 10:8 für Maelo. 2 Satzbälle, um mit 2:1 in Sätzen in Führung zu gehen. Oh, den holt er sich direkt. Den holt er sich direkt. 2:1 Maelo. Schweiz gegen Schweiz. Was für ein Finale hier. 11:8. Adi mit dem Aufschlag. Oh. Super. Absolut würdiges Finale. Oh, ganz stark jetzt von Maelo. Kann einfach auch mehr auf Fehler hoffen und das macht er gerade auch. Und Adi macht leider auch die Adi Fehler überlegt gerade. jetzt. Ja, da kommt gerade alles bei Maelo. Der fühlt den Ball, macht kein Risiko und kann dann zur richtigen Zeit Druck aufbauen. Aber stark gerettet noch. Championship-Bälle, Turnierbälle. Content Creator, Tischtennis Cup 2024 Bälle. Aufschlag, Adi. Und der ist im Netz. Maelo ist der Gewinner. Der Gewinner des Creator Cups, Tischtennis Creator Cups 2024 ist Maelo! Ultra geil, ich habe mit Adi schon vor 4 Jahren das Ganze, haben wir Tischtennis in der Turnhalle in der Schweiz gespielt und jetzt sind wir hier. Übel geil, sehr, sehr geil. Danke, habt ihr das alles auf die Beine gestellt. Ja, man kann nicht mehr viel sagen. Gratulation an Maelo, Gratulation an Hugo.
Vielen Dank an alle, die gekommen sind, geholfen haben. Wir sehen uns im Januar beim Darts Creator Cup 2025. Ja, so, bis dann. Tschüss. Danke. Ciao.